Es geht weiter, immer heiter, bei Anno 1800. Und ihr seht schon, Leute, hier unten da glitzert etwas, Reich der Lüfte. Sie besitzen diesen Inhalt bereits. Ja, hoffentlich, endlich mal. Erreichen Sie mit Reich der Lüfte neue Höhen in Anno 1800. In Ihrer mächtigen Luftschiffflotte können Sie Waren, Items und Arbeiter ganz einfach zwischen Ihren Inseln hin und her transportieren. Ihre Bewohner mit Hilfe des Postsystems miteinander verbinden und Zerstörung auf ihre Feinde niederregnen lassen. Außerdem erleben sie ein brandneues Szenario mit der Luftfahrtpionierin Paloma Valente. Klingt cool. Alles die hier, war. Also, Star-Luftschiffe. Es können 5 neue mit Helium gefüllte Luftschiffe gebaut werden. Helium ist ein neues Item. Einige sind schneller, andere geräumiger und manche können hier für Luftschiffgefechte ausgerüstet werden. Klarer Luftschiffankerplatz. Das Herzstück ihrer Luftschiffinfrastruktur ist ein neuer Lufthafen, an den Module für Luftpost, den Transfer von Items sowie Pendlerverkehr angebaut werden können. Das Postwesen. Verbinden Sie die Bürger ihres weltreichen Imperiums mit dem neuen Luftpostsystem. Meistern Sie die Lieferungen und genießen Sie neue Vorteile. Ornamente. Ihr Luftschiffankerplatz ist nicht nur ein logistischer Knotenpunkt, sondern auch ein Ort für Ihre Einwohner, um das Wunder des Fliegens zu bestaunen. Dekorieren Sie ihn also entsprechend. Szenario. Kampf der Queere. Paloma Valente steht im großen Postpokal vor unerwarteten Herausforderungen. Treten Sie gegen bekannte Figuren an und bauen Sie das größte Liefernetzwerk aller Zeiten auf. Okay, ein Szenario, wo wir selbst ein Postboten werden. Warum nicht? Kann ich ja mal machen. So. Natürlich, wir sind hier immer noch in... ich mag es kaum zu sagen, immer noch in Staffel 1 von Anno 1800 Kampagne Plus. Sprich, wie könnte es anders sein? Wir nehmen natürlich... Das ist eine große Galerie. Wir nehmen natürlich einen alten Speicherstand und fügen da aber mal das DLC hinzu. Was ist ein alt... Hä? Das ist eine große Galerie. Moment. In der großen Galerie können Sie ihre goldenen Tickets gegen Belohnungen eintauschen, die Sie mit all Ihren Spielerprofilen nutzen können. Um goldene Tickets zu erhalten, müssen Sie Siegesbedingungen von Szenarios erfüllen und Szenario-Absachen gewinnen. Wählen Sie Palome herbeirufen, aus um Ihre Auswahl der zum Konto liefern zu lassen. Okay, noch gar nichts. Ein goldenes Ticket. Okay, gut. Lassen das mal. Fortsetzen, ja. Ich mache ganz kurz Laden, wenn ich nicht sicher bin, ob der immer noch Kampagne... Doch, das sieht vernünftig aus. Es war... Doch, das sind die Folge. Okay, gut. Ist knapp einen Monat her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber ich habe mir zum Glück noch ein paar Notizen gemacht, was wir letzte Folge gemacht haben. Ich weiß, dass wir dort ein bisschen Probleme hatten mit den neuen Gebäuden, also neuen Hacienda-Gebäuden. Weil einfach die Hacienda, der Einflussbereich dafür zu gering war und deswegen ein bisschen tricksen musste und so. Aber auch noch nicht zu viel, beziehungsweise noch nicht abschließen wollte das Ganze. Eben, weil ich wusste, hey, jetzt gibt es hier neue Luftschiffe und so, und das ganze Ding, das ganze DLC könnte einiges auf den Kopf stellen. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Genauso wie es natürlich, was überhaupt mit dem alten Luftschiff passiert. Was wir in der Arktis bauen konnten oder eben noch können. Da weiß ich einfach so viel, dass das offenbar den Namen geändert hat, weil eben es gibt 5 neue Luftschiffe, die haben alle einen eigenen Namen. Und das Luftschiff aus der Arktis soll, glaube ich, jetzt Boreos-Klasse heißen, irgendwas in der Art. Ich glaube, es soll, also die Werte sind dieselben wie bisher, also die Schnelligkeit und wie viele Items, also Lager-Items es hätte und so. Lagerplätze besser gesagt. Aber ich glaube, es ist rein optisch ein bisschen kleiner geworden, hieß es. Damit es eben im Verhältnis zu den anderen Luftschiffen und so besser hervorsticht. Ja. Und, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, mit der Hacienda. Angeblich soll der Wirkungsradius der Hacienda erhöht worden sein mit diesem Update, mit diesem DLC. Ich glaube sogar, es ist ohne DLC. Auch ohne DLC wird sich der Radius der Hacienda vergrößern. Jo, muss man sagen, heutige Folge. Bisschen specialmäßig. Nicht nur deswegen, sondern auch aus anderen Gründen. Aber deswegen machen wir natürlich heute ein bisschen sehr viel länger.
Normalerweise 20 Minuten, ich glaube heute machen wir so 40, wa? Dann aber ab nächster Woche wieder ganz normale, Anführungszeichen, 20 Minuten Folgen. Und los geht's! Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Jo, will ich. Luftschiff umrundet Globus. Paloma Valente vollendete die erste Umrundung des Globus im Flug. Getragen durch ein neues Gas namens Helium. Nun Stimmt, ja, warte wie mal. es scheint, bin ich berühmt. Aber um Ruhm geht es mir gar nicht. Ich träume davon, die 4 Ecken der Welt miteinander zu verbinden. Deshalb stelle ich meine Entwürfe allen zur Verfügung. Auch Ihnen. Vielen Dank. Ein neues Gas namens Meine Helium. Luftschiffentwürfe benötigen ein paar einzigartige und komplexe Materialien. Soll ich Ihnen ihren Gebrauch erklären? Ja, gleich. Es heißt, es steht hier ein neues Gas namens Helium. Ist klar, mein Helium ist Helium, das kennen wir ja. Aber was ist mit dem Gas, was wir in der Arktis haben? Heißt es jetzt irgendwie anders? Weil bis jetzt ist es immer nur Gas. Moment. Also erstmal Hacienda. Ui, jo, der Rad ist größer. Vielen Dank. Alter, ist der jetzt groß. 75, leck mich am Arsch. Ursprünglich war er 40, Freunde. Das Maximum war 40, jetzt aber 75. Ja, Halleluja. Okay. Passt soweit, dann gehe ich mal in die Arktis. Höhe stabil. Sieht gar nicht irgendwie großartig anders aus. Ist es kleiner geworden? Boreas. Ah, Boreas Klasse heißt jetzt okay. Verfügbare Abwurfschächte 3. Okay, das ist zumindest neu. Das hier. Arktisgas. Da habt ihr es aber einfach gemacht, Leute. Komm schon, Arktisgas. Sehr gut von mir aus. Sie will uns was erklären. Das kann sie gleich machen. Ich will nur ganz kurz ein bisschen was prüfen. Neue Items. Was haben wir vielleicht mittlerweile so? Ich ein bisschen was hier davon sichtbar sein. Noch nicht. Skandalös. Hier. Flugblätter. Bomben. Seeminen. Cooles Zeichen da oben. Löschwasser. Hilfspakete. Aluminiumprofil. Ja, wir müssen Aluminium machen und Helium. Ah, okay. Jetzt haben wir noch Arktisgas. Einfach Helium. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie in den Chemieunterricht gehen würde, oder wie man in der Schweiz sagt, Chemieunterricht gehen würde, und dann meinen Lehrer fragen würde von wegen, Herr Professor, was ist Arktisgas? Was sagt er dann? Ja, Spiel an 1800, da steht's geschrieben oder was? Arktisgas, hallo? Ja, erklär mal. Einführung neue Weltwechsel. Aha. So billig geht das also. Moment. Schreibmaschinen, neues Bedürfnis. Hä? Das hat was mit dem Postsystem zu tun? Oh, da geht ein bisschen was runter. Kommt er gleich? Weil das importiere ich ja. Ja, läuft gleich ein, okay. Dampfwägen, das sieht nicht mehr cool aus. Ich war leider nicht mehr so viel davon. Schade. Ja, Moment, da muss ich ganz kurz mal intervenieren, weil irgendwie etwas läuft hier schief. Ich habe zwar schon ein paar Dampfwägen, aber das kann ich natürlich nicht mehr reinpacken, weil das geht so nicht mehr. Phonographen haben wir. Brille, mit denen läuft es noch offenbar. Sehr schön. Der Sekt ist ein zweifelhaftes Vergnügen, sehe ich gerade. Waffenruhe wurde beendet. Das ist übel. Das ist übel. Wir dürfen auch zu viel davon, okay. Da muss ich leider wohl das hier kurz rausnehmen, was anderes versuchen. So viel dazu, dass wir heute nur DLC machen. Hey. 1:1, das sieht besser aus, aber auch schon für die scheiß Telefone so viel. 1:3 ist halt schon ein geiles Verhältnis, aber das bringt mir halt leider überhaupt nichts.
Das war auch schon mal besser. Super. Verdammter Mist, okay. Ich versuche es trotzdem mal bei einer Zigarre mit dem Phonographen auszuhaltieren. Ja, natürlich noch relativ leer, aber scheiße, aber die Wandteppiche sind die schon relativ voll. Okay, machen nicht so viel davon. Melonen, habe ich jetzt die drin? Die Schuhe immer weniger werden, das ist natürlich auch sinnvoll. Das sind Maßanzüge. Ich glaube doch bald einen gewissen Teil selber produzieren. Verdammte Hacke. Was? Wir herrschen nicht über die Wellen, aber wir wühlen sie ordentlich auf. Achso, Alter. Das schon werden irgendwelche Luftschiffe, die mich jetzt angreifen. Da gehen wir gerade eine ganz kurze Düse. Warte mal, was habe ich hier überhaupt? So, Hibiskus-Tee, Meeresfrüchte-Eintopf. Ja, da oben läuft sie eigentlich, das gefällt mir insofern. Kann ich irgendwie die einfach. Warte mal. Ein bisschen anderes Sortierungssystem reinbringen, das können wir sonst gar nicht. Turmpfeifen, die brauche ich auch ein paar, aber nicht so viele. Wir nehmen nämlich hier auch raus. Die Musik ist irgendwie anders. Ich fällt mir gerade so beim Zoomen auf. Meeresfrüchte, Eintopf, wo bist du? Wo bist du nur? Aber scheinbar auch gut ausgefüllt, das passt ja. Brillen. Ich will jetzt Brillen auch wieder irgendwie ein paar mehr habe. Irgendwie noch nicht so ganz das Wahre, was ich hier mache, aber. Was eigentlich auch so? 1550, 1:11 Verhältnis, naja. Soll es geben. So ein ganzes Creepiges machen. Ganz ehrlich. Ist schon eine Menge, vor allem hier mit den Zigarren und so, das könnte mir durchaus das Genick brechen, aber es ist einfach zu viel hier leider. Du gehst mir auf den Arsch, gehst mir auf die Nerven. So, das seltsame Rentierfleisch. Was anderes hierfür einsetzen. Der ist schon ganz. Oh, muss ich nicht irgendwie noch mehr machen. Grafen jetzt eigentlich auch gut dabei. Kann ich irgendwie die noch ein bisschen pushen? Meloni mutiere ich hier leider. Das ist das Problem hier. Schnaps gegen Rentierfleisch. Den Vergleich verliere ich. Könnte man mit Dampfeigenschaften, genau. Kommen wir gar nicht vom Fleck. War vielleicht von Anfang an immer so übel. Ich jetzt eigentlich hier tatsächlich so schon vorbereitet haben. Sind noch nicht so weit die Brillen? Ne, noch nicht, wa? Schade. Okay, ich muss die Brillen ein bisschen pushen. Okay, das ist doch ein bisschen übel. Alter.
Da habe ich so viele Brillen und kann damit nichts anfangen. Ja? Können vielleicht auch noch was werden? Warte mal, hier die Melone wollte ich ja. Sogar, was sind die? Ah, schon besser. Also, dann geht das auch auf. Ja, ja, so können wir natürlich relativ schnell voran, hoffe ich mal. Weil Melonen brauchen da... Also, was heißt schnell voran? Wir sind sicher ein bisschen safe so. Das Safer Zone. Und hier muss ich ein bisschen gucken. Dampfwägen halt da erstmal ein bisschen auffüllen. Jetzt halt kurz davor wäre irgendwas passiert, aber ja, so ist halt. So das Leben, Freunde. So, dann habe ich noch Champagnerflasche und die Maßanzüge hier. Auch nicht ganz als Ware, aber shit happens. So, dann haben wir das Gelumpe, was ich noch so importiere, warum auch immer. 39, 88 und 35 ist schon viel. Dafür jetzt gerade die Uhren das einzige, was ich für die Phonographen einsetze. Für die Telefone einsetze. Ziel wäre eigentlich eher auch in den Dampfwägen hier zu arbeiten, aber ich muss hier erstmal ein bisschen upgraden. Dann kann ich auch andere Dinge hier ein bisschen ausprobieren. Der Phonograph kann man hier auch nicht irgendwie... Oh! Doch so käme ich jetzt noch irgendwie irgendwo hin. Ihr könnt natürlich auch die Taschenuhren jetzt wieder auf Rang 1 hieven. Bringt einfach jetzt nicht so viel. Anders formuliert habe ich hier eigentlich den größeren Impact, wenn ich hier schon so viel habe. Und dann nicht so viel verbrauche, wäre es vielleicht hier noch irgendwie im Fall. Ja, weil da wäre auch relativ viel. So. Ich hoffe, das läuft einigermaßen hier, damit wir endlich in eine neue Welt können. Ansonsten, ja, rum. Sag ich das jetzt irgendwie in den letzten Folgen? Dachte ich, hätte das irgendwie optimiert. Halten Sie sich besser die Ohren zu. Hier, die Rumbrennerei. Offenbar doch nicht, wa? Wieso machen den Scheiß überhaupt, ganz ehrlich? Das ist doch auch nur weil... Es bleibt noch etwas Spielraum, um meine Erwartungen zu erfüllen. Ich fühle mich hier als geschätzt und geachtet. Nein, wenn ich es halt deaktiviere, dann habe ich wieder ein Problem mit der Kohle. Obwohl, hä? Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Okay, oh, neues Item, neues Icon. Ein Feuer ist Neues Item vor ausgebrochen. allem, neues Icon eher. Okay, warte noch mal ganz kurz, bis das durch ist. Und ich muss dafür Aluminium importieren. Ja, dazu kommen wir gleich, Ich muss halt hier mal noch ganz kurz ein bisschen Tabula Rasa und so. Erstmal. Was? Ich habe ihn den rumgestrichen. Der Song ist verboten und deswegen steigt meine Kohle. Hä? Lebensqualität. Ah, du Scheiße, okay, da kümmern wir uns später drum, Freunde. Hey, ich streiche ihn rum und das macht sie happy. Sonnenstrahlen fluten die Lichtung. Vor allem ist hier, mal ganz ehrlich, wenn ich den allen den Ruhm klaue, den Ruhm, sag mal, So mutig und so viele Leben gerettet. ja, so sind wir. Die Flammen wurden gelöscht. Ich habe noch eine Nachfrage, von wem? Okay. Das sind, oh, Moment, oder sind die hier in einem, ich kann nicht irgendwie Ingenieure, die mit Hochhäusern versehen sind, anders behandeln, das geht leider nicht. Schade. Wir werden beobachtet. Na egal. Trotz allem scheint es hier einigermaßen zu funktionieren. Freunde, wir gehen jetzt also endlich mal in eine neue Welt. So.
Gegensatz zu den bisherigen Luftschiffen sind meine Luftschiffe nicht nur einfache Gassäcke. Sie behalten ihre Form durch einen leichten Aluminiumrahmen. Wir müssen viel davon produzieren. Ja. Produktionskette für Aluminium finden Sie hier. Neben Bauxit wird für die Herstellung von Aluminium auch Kohle benötigt. Nur bauen Sie eine Bauxitmine. Ja, wo kann ich die dann platzieren? Aluminium. Für die Aluminiumkette braucht eine Köhlerei. Ja, okay. Hat so viel Platz, aber egal. Erfordert ein Rohstoffvorkommen für Bauxit. Ist aber egal welches. Nur so eine Frage. Da müsste ich quasi erstmal unser Rohstoff-Dingsbums irgendwie erstmal ändern. Das geht ja problemlos. Kann ich auch überall bauen. Aber den natürlich nicht, das ist klar. Kein Rohstoffvorkommen verfügbar. Ich habe natürlich Rohstoff, aber nicht das, was es irgendwie noch braucht, wa? Aber wie will man dann... ich will so ein Aluminium-Ding bauen? So, zum Beispiel jetzt auf so einer Insel. Oh, ich verstehe das gerade nicht. Ich bin ja gerade doof. Wie viele wir haben, Obrero-Arbeitskräfte. Krass. Und hier ist eher so, was hat andere Gründe. Der Radius ist so groß, da kann ich halt wieder irgendwie umbauen und erweitern, hast nicht gesehen. Oh, voll geil. So, jetzt mal ganz kurz gucken, was hier abgeht oder abgegangen ist vor allem. Okay, stimmt, ich habe die Dinge hier gebaut, die Lagerhäuser, deswegen haben wir natürlich auch mehr Warenanlager. Dürfen wir nicht vergessen, Freunde. Die Ponchos gehen runter, das hingegen brauche ich mir Sorgen. Hier auch. Jetzt sagen wir bitte nicht, dass ich plötzlich zu viele Leute habe. Oh, um Gottes Willen, es geht wieder los, Freunde. Es geht wieder los. Ich dachte, es wäre so gut, was wir bis jetzt gemacht haben. Das ist einfach alles scheiße. Backene Bananen, okay, Melonen sind noch gut. Versorgen hier ja auch mit den Ponchos. Hä? Oder, ach nee, warte mal, stimmt. Wir füllen natürlich jetzt die ganzen Dinge, aber... das ist unpraktisch. Bereit. Ja, natürlich unsere Routen hier, unsere Schiffsrouten. Ja, sehen ein bisschen anders aus, die Luftschiffe, muss man sagen. Die sehen ein bisschen anders aus. Ist jetzt per se nicht schlecht oder so. Ist einfach halt per se eine Feststellung. Okay, aber ich mache trotzdem noch mit Kleidung und so. Ein Abwurfwaren an Bord. Wird auch schwierig. Das Ziel ist gerade erst gestartet. Aha, mal auf normal stellen. Okay. Sonst generell ihm noch keine Probleme mit den Waren hier, war. Da habe ich dafür mal gesagt. Mal soweit es ging hier irgendwie optimiert und so. Jetzt Bauxitminen, das ist eben noch ein Problem, Leute. Ich habe mich eigentlich darüber informiert und dachte eigentlich, es wäre kein Problem, das bei bestehenden Dingern zu nutzen. Weil ganz ehrlich, Leute, wenn ich das Teil nur dort bauen kann, wo wirklich Bauxit steht, würde ich uns doch wohl verarschen. Auf meinen Minen auf meinen Inseln, wo ich drauf bin, gibt es kein Bauxit. Aber auf denen, die meine Gegner drauf sind, da gibt es Bauxit. Helium oh, leck mich am Arsch, ey, ganz ehrlich. Oh, Entwickler, warum? Warum macht ihr das so? Was soll ich denn jetzt machen? Ey, was soll der Scheiß? Aber der ist auch der Beste hier mit dem Helium-Anschluss.
Der Einschluss von mir aus. Dann muss ich jetzt die Insel übernehmen. Geht nicht anders. Du hast recht. Die Brunnen helfen den Menschen dort. Dafür sollte ich mir wohl ausnahmsweise mal selbst auf die Schulter klopfen. Ganz genau. Bevor ich auch nur einen Knicks... Wir nehmen es. Mehr Geld, oh, ist immer gut. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Hören wir aber auch schon anders drüber. Insofern. Einfluss 10. Oh nein, jetzt kommt der scheiß Einfluss dort hinzu. Jetzt habe ich ein Problem. Danke für deinen Vertrauensbeweis. Vor allem, es ist ihre fucking Hauptinsel in dieser Welt. Warte mal ganz kurz, ich bin doch jetzt aber nicht doof, wa? Da ist für eine Aluminium-Schmelzhütte, Luftschiff-Hangar. Kann ich ja sowieso nur damit bauen. Helium, warte mal, Fischöl-Ding, okay. Könnte alt weggebaut werden, ja, leck mich. Industrielle Ölpresse. Ich brauche industrielle Ölpresse, ich brauche eine Lehmgrube. Für Heliumbohranlage. Erfordern Rohstoffvorkommen. Das ist ja wohl ein Witz, Leute. Flakstellung, schauen pro Insel. 5 Einfluss, ja, ich habe es in Hülle um Fülle. Man merkt es ja. Okay, wäre generell, wenn ich Dinger hätte, auch Kanonen im Freihafenbereich erforderlich. Wäre es generell kein Problem. Was ich natürlich, was ist jetzt los hier? Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Was los hier? Sagen wir, schlägt sich kritisch. Ja, stimmt, das war es ja auch noch. Leck mich am Arsch, ey. Okay, warte mal. Es gibt ja die Möglichkeit, die Dinge einfach umzubauen, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Das Problem ist, mit diesem Bauxit-Vorkommen natürlich nur immer 1 pro Insel. Oh Mann, ey. Okay, ich habe mir die Folge anders vorgestellt. Machen wir ein bisschen auf schneller. Scheiße. Noch mehr Inselanteile kaufen kann. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist so scheiße. Wieso? Oh. Fischöl, Bananen. Wobei, hä? Na, Bananen importiere ich doch. Ich importiere sowieso alles. Willst du uns zuschauen? Ja, geht. Und Fischöl braucht natürlich nur dafür, also passt schon. Jetzt will natürlich das Spiel hier alles auffüllen, so schnell es geht. Okay, okay. Ja, es wird schon gehen. Okay, Planänderung. Ich habe ein kleines Problem, Freunde. Ich hatte Material nicht. Scheiße. Scheiße. Warte mal, ich habe hier Goldminen. Ich habe 4 Stück insgesamt. Mache hier also eine Goldinsel, falls ich mal bräuchte, weil es muss ich vorausplanen. Ich habe hier einmal Lehmgrube, brauche ich offenbar, wie man es gerade ausgesehen hat. Die ist zwar... Ist die belegt? Nee. Wo ist die? Ah, da oben. Ne, die ist nicht belegt. Scheiße, müssen wir hier umbauen. Okay. Die ist nicht belegt. Könnte ich also dafür nutzen. Ich habe aber hier auch 3 Stück. Die muss ich sowieso mal noch verschieben, sobald es geht. Und hier habe ich ein paar. Okay, das wird gehen, die zu nutzen. Zumindest die 2 hier unten. Okay. Material. Wenn ich also sage, ich möchte gerne Helium-Bohranlage bauen, könnt ihr dafür die Lehmgrube hier nutzen. Aluminium mit der Kühlerei, ich könnte die Kühlereien hier bauen. Oder Kohle aus der alten Welt einfach hierher verschieben. Das wäre die andere Variante. Aber ohne Bauxit habe ich ein Problem.
Abgesehen davon, dass mir die Leute hier fehlen, wobei die kann ich ja bauen, das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Aluminium, Helium. Es ist wie hier. Ich brauche die Anlagen. Hier habe ich halt nur 2, hier habe ich eine. Meine ist aber gar nichts davon. Das ist natürlich total scheiße. Ich bin hier mit 3 Lehmvorkommen. Wenn ich jetzt sowieso auch hier Lehmvorkommen zumindest mal 2 erschlossen habe, trotzdem. Das Ding ist fast voll. Warte mal. Stoppt die Produktion. Pausier die mal. Da braucht er gar nichts mehr davon. Wozu, aber wenn ich hier sowieso... Ich weiß, ich hatte ihn ja vor kurzem noch hier ihn verschoben, also passt es ja sowieso. Das Lager eh voll, also... Der Revolution verdanke ich meine Unabhängigkeit. Und 2 Goldminen. Habe ich auch 2 Goldminen. Hier 3. Oder brauche ich das irgendwie hier? Ich überlege gerade... Zum Beispiel hier Helium. Aluminium. Doch, Helium, Entschuldigung. Helium und hier das Bauxit. Oh, da kriegst du die Tür nicht zu, ey. Warte mal, erstmal. Das ist das Problem, ey. Alter. Hat mich das Spiel einfach komplett verarscht. Das gewusst, natürlich meine ganzen Forschungsdinge und so aufgespart. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Ich kann es spüren. Erz hat der Mine anpassen. Da brauche ich jetzt aber ein bisschen schneller, Freundchen. Den natürlich auch. Das wird trotzdem nicht reichen. Scheiße, warum mehr von diesen Minen? Das geht gar nicht, wa? Doch, eine können wir machen. Ich brauche dringend mehr Erze, die ich switchen kann. Nur was modern ist, kommt irgendwann aus der Mode. Das ist ein billiger Spruch, ey. Dann hier war 50.000, machen wir gleich auch mal. Ich überlege sogar vorhin, ob ich jetzt bis zur nächsten Folge einfach abwarten soll, dass ich die 4 hier gemacht habe. Das heißt... Ich glaube, es ist bis zur übernächsten Folge, oder nächste Folge noch dazu nutzen, nochmal ein bisschen vorzubereiten. Ich muss nochmal in die alte Welt ganz kurz. Ich muss hier nochmal ein bisschen optimieren. Das ist alles Waren, von denen ich sowieso zu wenig habe. Die scheiß Forschungspunkte hier. Stimmt, hier ist der Raum ja auch gesperrt. Wenn ich einen Leuten jetzt den Raum natürlich sperre, kann ich den natürlich zum Export nutzen. Die Maßenzüge Lederstiefel sind schon ein Problem. Die habe ich einmal vorerst pausiert, weil ich das ja importieren wollte, aber ich glaube mittlerweile war einfach ein riesen Fehler. Ja, vielleicht muss er da wieder rangehen. Telefon natürlich noch ein extremes Bedürfnis. 6 und 8. Ich unterstütze sie einfach. Genug Leute und so. Wir haben die Kapazitäten ausgeschöpft. Wir haben genug Wolle, wir haben genug Holz, wir brauchen eigentlich so viel Baumwolle. Hä? Die hat den Quatschen wieder? Nö, wir haben andere Probleme. Wobei hier scheint es aber ja alles zu laufen. Ja gut, Eisen. Problem für sich oder ein Thema für sich. Bauxitmine, schön. Kann ich hier auch bauen oder was? Ja, was du mir nicht sagst. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat immer den Koch belästigt, nur um rauszufinden, wann eine neue Ladung von Old Levens eintraf. Er war ganz verrückt nach der Marmelade. Nur zu verständlich. Marmelade. Ach nehmen wir eine Pelzwand bauen, ein bisschen Baumwolle. Das wird Sinn machen. So, dann
Ansonsten stimmt hier ja alles. Ich glaube sogar, das Glas ist gar nicht mal so schlecht. Ja, sehr viele Fenster habe gerade aktuell. Okay. Also Freunde, wir müssen Waren ein bisschen nachhelfen, so wie es aussieht. Zu uns. Scheiße, die Brei haben wir auch noch, stimmt. Okay, Schuss bleibt bei deinen Leisten. Habe ich den überhaupt noch drin? Ich weiß gar nicht mehr, ey. Altwelt MBE, so. Ne, ich hole nur noch die Waren, aber ich importiere nichts mehr. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Echt so, dass ich mit den Sangerkühen halt sonst hinterhergehängt bin. Deswegen war auch jetzt mehr davon. Es juckte mir schon in den Fingern. Schmeißen wir mal 2 davon an. Dann sind die Leinenkutten das Problem. Jetzt haben wir hier natürlich wieder ein Problem. Ich habe auch immer importiert, oder? Die Leinen. Naja. Das ist natürlich so eine Klasse, deswegen geht das jetzt nicht mit so vielen Leinen und Dingsbums. Schade. Ja, sind beide etwa gleich, also ich muss beides ein bisschen supporten. Ich mache es mal anders. Ich sollte nicht nach Gründen fragen. Wollen wir nicht 2, sind nur einen. So, wenn die voll sind, macht es sowieso nichts. Also importiere dementsprechend nur hier einmal die Kühe und lass den mal so. Genau umgekehrt. Und hoffe, es nützt etwas. Währenddessen muss ich wieder mal ganz kurz noch ein paar Dinge upgraden. Steige empor im gleißenden Streitwagen der Götter. Ja, Schnauze. Was für eine Rückkehr, Freunde. Hier für den anderen da. Was für eine fucking Rückkehr in diese Welt. Das haben wir alles anders angestellt. Oh Menno. Das stimmt die Kohle. Okay. Also ich brauche da mehr, weil ich hier Gebäude bauen will, damit ich eben da ein bisschen was machen kann. Ich brauche sowieso mehr, damit ich hier einen Funkturm bauen kann. Kann ich vielleicht nur wieder ein paar Gebäude hier abreißen. Ich mache mal hier Blauphasen. Modus. Ja, das wird ein Spaß, Freunde. So, sobald wir mehr Gelehrten haben, waren noch 5000 Gelehrte mehr. Es mangelt an Arbeitskraft. Aber das stimmt so nicht ganz. Wir brauchen erstmal für 1000 mehr. Okay. Was ist eigentlich hier mit den Dingern los? Habe ich jetzt weniger Arbeiter, hä? Schon Lehrer, okay, und warum? Wenn ich mal fragen darf. Ist nur mal so eine Frage. Eine Chili-Soße fehlt, da wollte ich sowieso ausbauen. Stimmt. Ich weiß auch noch. Okay. Wir müssen die Folge sowieso langsam, aber sicher beenden, diese Überlänge-Folge, wo wir schon 40 Minuten dran sind. Ja, also, neues DLC, yay! Also natürlich gerade richtig fickt, wenn man so will. Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber es ist leider so. Da muss man gucken, was wir da machen können. Cool natürlich die Hacienda, die einen viel größeren Radius hat. Das wird mir hoffentlich ein bisschen was einbringen. Ja, ansonsten muss man gucken, wa? Die Hacienda hat einen viel größeren Radius, das heißt, ich kann die ganzen Produktionsgebäude, die ich jetzt hier oben gemacht habe, kann ich eben auch hier unten bauen.
Oder ich lasse die da oben. Warte mal. Wir wollen jetzt hier wieder so einen Mist verzapfen. Ich wollte ja eigentlich hier in der Produktionsstraße was machen und das Ding hier eigentlich hier oben hier durchschieben. Irgendwie so ein seltsames Déjà-vu, das man irgendwie vorhatte. Dass die Eisenbahnschienen nicht hier durchgehen. Andererseits macht es irgendwie schon Sinn, dass die Eisenbahnschienen hier sind. Weil ich muss ja 2 Wege abfahren. Einmal nach oben und einmal hier unten. Von mir aus freigegeben. Augenglas-Engpass. Okay. Eine irgendwie seltsame Beschreibung, wenn ich finde. Aber naja, eigentlich können die sogar hier unten hinpacken. Wie weit unten die sind, ist eigentlich vollkommen egal. Wenn sie außerhalb sind, da passiert aber nichts mehr. Okay. Ich packe die erstmal alle hier weg. Die bauen zum Glück keine Straßen, das kommt mir sehr entgegen. Das hier kommt mir irgendwie gerade nicht so entgegen, wenn ich hier natürlich jetzt hier bauen will. Die Menschen lassen sie hochleben. Das sieht so ein bisschen creepy aus, scheint aber zu funktionieren. Einfach versetzt die Dinger hier irgendwie ein wenig. Oder ich lasse den. Ich muss ihn nach unten verschieben, genau. Das war eh eine Idee, was ich irgendwie direkt von hier aus loslege und rüberfahre. Ja, ich meine, wir müssen eher warten, bis die anderen Dinge sich ein bisschen entwickelt haben. Wie wird das eigentlich aus, wenn ich die Dinger hier alle so platziere? Ja, ich weiß. Natürlich trotzdem nicht für alle. Das war irgendwie zu erwarten. Andererseits, wenn ich die natürlich jetzt hier durchziehen würde, nur als Beispiel. Da oben würde ich mit den Wohnhäusern weitermachen. Die ja hier unten platzieren, zumindest ein Teil davon. Alles andere als schön. Oder wie ich so gerne sage, zweckmäßig. Oh Gottes Willen, nee, okay. Doch hier unten, weil ich sowieso keine Dinger bauen will. Ja, müssen wir mal gucken, Leute. Müsste ich mal gucken, wie ich das als Wartezeit quasi jetzt überbrücken, bis wir die Dinge hier gemacht haben. Da zieht ein paar aus, ein paar ein, ein paar Forschungspunkte mehr. Vom letzten Beutezug. 3 Erdzahlen schon mal machen, haben wir schon mal viel erreicht. Da haben wir schon mal viel erreicht, Leute. Okay, okay. Da ist so. Das ist so, also daran nichts rütteln. Hier müssen wir überlegen, ob ich die vielleicht dann nach hier unten verschiebe.
überhaupt mehr Hacienda-Unterkünfte die brauchen. Ja, aber länger sicher natürlich schon, ne? Da wird es auch kaum vermeiden lassen. Schlecht durch, da ist leider auch so. Ja, mein geht schon. Schönes Null durch was anderes. Und wir sind bei 45 Minuten, okay. Das wirklich so machen will. Eieiei. Hier ist echt dämlich. Am Platz hier unten nutzen will ich halt irgendwie auch. Schade ist, dass ich die Dinger irgendwie nicht richtig drehen kann. Also auch in die Richtung, in Diagonale. Natürlich schon irgendwie Sinn macht, aber ja. Besser wär's trotzdem. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich das hier mal ganz kurz noch ab. Den Weg, der da durchgeht. Die Eisenbahnschiene nachher da durchkommt. Moment. Jetzt doch lassen wir den nachher da durchgehen. Okay. Die Straße, wenn sie nicht mehr bräuchte. Die wird dann so durchgehen, dann geht sie bis dahin. Dann braucht es den Weg hier nicht mehr. Kriegt er auch wieder ein bisschen Platz. Ich komme zwar mit Hacienda jetzt nicht da runter, wäre vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber immerhin auch hier kann ich auch das Ding noch irgendwie nutzen. Und vor allem besser nutzen. Ich glaube, abschließend kann man sicher sagen, wir haben noch viel zu tun. Sehr viel sogar. Das geht mir echt auf den Sack, hey, hier. Das ist selten dämlich, aber da passt nicht mehr hin. Ja, also da haben wir sicher in der nächsten Folge noch ein bisschen was zu tun, Leute. Wie ich das wirklich aktuell optimal nutzen will. Dann natürlich auch die Brauereien hier in Betrieb nehmen will. Ob ich es wirklich hier oben mache. Ja, jetzt aktuell, das wäre eine Option. Da kann ich nämlich wirklich das Areal nochmal zum Bau nutzen von den Gebäuden hier. Weil die Hacienda auch bis hierhin geht. Eben die andere Variante wäre, ich nutze das Areal hier oben noch für die Wohngebäude und das, was ich jetzt hier oben gemacht habe, kommt nach hier unten. Ich muss immer noch in den Hacienda Lagerräumen gucken, aber naja, gibt Schlimmeres. Die Menschen lassen sie hochleben. Das dann irgendwie auch so belassen. Wir haben einfach 3 Hacienda-Dinger mehr. Oh, shit happens. Das wäre zwar ein bisschen seltsam. Tendenz stabil. 16 von 50. Nur wegen der Chili-Soße? Nee. Lebensqualität. Oh nein, leck mich am Arsch. Lebensqualität hat Einfluss auf die Bewohner. Nein. Oh, die Entwickler hassen mich. Und die Einwohneranzahl, sag mal, ist das in der alten Welt auch so? Ich bedauere all jene, die nie in den Genuss Ah ja, hier ist auch so, schön. kennenzulernen. Ich hoffe, das heißt... Ja, leck mich ey. Ich hoffe, das heißt, dass wir irgendwie noch eine verquerte Art und Weise Glück haben und das sogar in die Karten spielt mit der Lebensqualität, dass wir dadurch mehr Einwohner haben und weniger davon brauchen und deswegen einfach alles geiler ist. Schön wäre es zumindest. Aber
Mein Glaube ist stark erschüttert. Ganz ehrlich sein soll. Okay, das mal noch so. Erstmal gucken, wie es hier in Produktion von Maßanzügen, Lederstiefel in Deepwater aussieht. Und ja, also. Hier müssen wir weiter gucken, Freunde. Nächste Folge machen wir das. Ziel ist, wir brauchen Erze. Damit ich eben halt dann hier unten in der neuen Welt in der Lage bin, ein paar meiner eigenen Minen umzubauen. Falls es nicht klappen sollte, wenn ihr gerade dabei ist, kommt wahrscheinlich zurück. Dankeschön. Es geht dir um Wohltätigkeit, richtig? Will ich versuchen, mir die Insel hier zu holen, was vermutlich eher schwierig werden dürfte. Ich sehe schon kommen. Könnten Sie uns noch einmal den Weg, wenn wir die Spitze erreichen, wird die Welt folgen. Finden uns das verlorene Kind. Ja, dankeschön. Einführung Aluminium. Oh, ich hasse die Tante. Alter, die wird mir so das Genick brechen. Aber schön. Schön, schön. Okay, Fazit. Wir haben diese Folge gar nichts geschafft. Und ich muss in der nächsten Folge gucken, wie wir das... Es sieht alles noch so irgendwie scheiße aus. So. Da runter und dann nochmal hier hin. Und die Strecke so sieht irgendwie auch scheiße aus. Holzfällerhütte ist scheiße. Und ich habe alles irgendwie... Ich könnte Holzfällerhütte auch hier hinbauen. Ist ja ganz so, wie ich gehofft hatte. Die 4 kämen weg, die beiden auch. Lassen wir temporär so. Das Ding dann da runter und baue ich die Schiene hier durch. Das wäre eine Option. Ja, also, was soll man sagen? Ich habe noch viele Ideen, was man hier anders machen könnte. Ob es wirklich funktioniert, ich habe keine Ahnung. Das Spiel, ich habe mir so Luftschiffe gefordert und plötzlich heißt, ah ja, da Bauxitmine und Helium und so. Übrigens, das sind neue Minenarten. Natürlich nur auf deren Insel, auf meinen Inseln nicht. Das ist der größte Abfuck ever. Okay, genug gejammert. Ein Plan ist da, er wird dauern, aber wir kriegen es hin. Freunde, ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen, trotz allem. Sorry dafür, dass es nicht ganz so gewonnen ist, wie ich eigentlich gehofft hatte. Und ja. Luftschiffe, neues Luftpostsystem, alles weitere ist unterwegs. Aber es dauert noch ein bisschen. Es dauert. Aber ich gebe mir Mühe, versprochen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800 mit dem neuen DLC. Was mir gerade zum ersten Mal, das erste DLC, was mich glaube so richtig in den Arsch getreten hat. Oh Mann. Bye bye. Ruht euch noch ein wenig aus. Es wird eine lange Reise. Da kannst du laut sagen, Alter.